Ich bin immer erstaunt, wie international Lützeburg eigentlich ist. Also egal, wohin hingeht, die verschiedensten Sprachen an die internationale Community wiest. Mit einer Nationalität, die für mich schon immer ein Teil von Lützeburg war, und mit der ich eigentlich auch aufgewachsen bin, sind Portugiesen. Die portugiesische Community ist die größte international Community bei unserem Land. Sie sind mit 60 Jahren hingekommen, weil zu Lützeburg manuell Arbeiter gebraucht wurden. In der Zwischenzeit haben wir die 100.000 Portugiesen am Land. Und heute sind sie all zu Volz. All Jahr am Meer ist für Christi Himmelfahrt ein mega wichtiges portugiesisches Event zu Lützeburg. Pilgerfahrt bei der Statue von Fatima. Und das Ganze ist zwar nicht zu Fatima, mit zu Volz, wo sich 20.000 Portugiesen versammeln, zusammen die Berge abkraxeln, alles zu Ehren von der heiligen Mutter Gottes. Eigentlich wird ja gepilgert, aber wie bei allen Lesungen fast dreht sich auch vieles um Essen und Trinken. Wenn es eine portugiesische Spezialität gibt, die alle Menschen kennt, dann ist es Bacalhau. Das ist relativ speziell und trifft doch sicher nicht jeden sehr gut. Aber aus sich ist es nicht anders wie gedrückte Cabello. Also, gibt das auch eine Chance. Für das Rezept brauche ich gedrückte Bacalhau, Rahm, Milch, Wein und Freios-Zwiebeln für mein Bechamel und noch gute Käse für das Ganze zu gratinieren. Mit Bacalhau kann ich nicht direkt einfach so kochen, weil das ganz stark gesalzt, für das es sich ein Jahr lang hält. Und da wenn ich lieber nur Wasser angelöscht und Wasser auch zweimal changiert. Ein Ofen für Schlafen gehen und ein morgens. Und das entsalzen dann. Und brauche ungefähr 24 Stunden für zu entsalzen. Also kann ich den Fisch an der Milch kochen. Und ich benutze Milch, weil das dem Ganzen dann in Dusche gut geht. Und das Ganze kann 15 Minuten lang kochen, bis der Fisch wirklich Müll aus der Ball zerfällt. Aber während der Zeit kann ich meine Freios-Zwiebeln schneiden, weil die kommen nur an Bechamel. So, da kann ich meinen Fisch aufschütten. Ich halte die Milch, weil das nämlich die Basis von meiner Sauce. Die kann ein bisschen aufkühlen, aber während der Zeit kümmere ich mich um Bechamel. Die Basis von einer Bechamel ist immer dieselbe: Butter, Mehl und Milch. Und ich gehe nach Freios-Zwiebeln und Wein dabei, für ein bisschen mehr raffiniert Sauce zu machen. Schwießen sehe ich meine Freios-Zwiebeln an. Und da kommt ein bisschen Mehl dabei. Und das ist die Basis vom Roux. So, und ich warte, bis das Mehl gut anfängt, mit ein bisschen braun gehen und zu riechen. Dann gebe ich ein bisschen Wein dabei. Und ich gehe nicht zu viel dabei und schreien dazwischen immer ein, für das die Sauce gut deckst und dass kein Klumpen gehen. Also kann ich nur noch meine Fischmilch dabei gehen. Und die hat noch immer ein bisschen den fischischen Gut. Aber nicht so fischig, also ein guter Gut. Und zum Schluss kommt noch ein guter Schuss Rahm dabei, für das es ein bisschen cremig wird. Ich stripse meinen Fisch noch ganz ein bisschen, für das du nur nicht mehr nach kleinen Flocken an der Sauce sehen. Und dann hast du nicht so eine knatschige Textur, weil das ist oft das, was die Leute bei Bacalhau nicht so gerne haben. Das kommt dann auch noch dabei. Und dann ist meine Füllung schon fertig. So, jetzt kann ich mein Bechamel an einen Posch auffüllen, für dass ich sie dann einfach an meine Mini-Bouche gespritzt kriege.
Was sie bis gefüllt sind, da habe ich noch ein bisschen Käse für dabei. So, und das kann ich auf meine Bouchée verteilen. Und die brauchen nur noch kurz unter den Grill und dann ist der portugiesische Apero schon fertig. Wenn ihr bis auf Holz wird, da seid in überall Land der Straße Leute, die campieren an die Grillen für die Fatima. Weil für die Portugiesen ist das eine immens gute Gelegenheit, für mit der Familie zusammenzukommen und den ganzen Tag nach an der Sonne zu grillen. Und ich habe die Chance, dass ich mit Silvio Matt essen darf. Als Letztewoher sind wir gar nicht gewinnt, für Fisch zu grillen. Wir frittieren also Fisch. Ah ja, gut. Wie lange braucht Sardinen? Also, die braucht so ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten, dann seid ja, das ist komplett. Was man kann man essen. So, und du hast ja gar nicht, du hast ja noch alles dran, die hast ja gar nicht abgeschnitten gehen. Nee, die so sehen. Ist das da matt? Ja, ja. Die muss, wenn sie am ganzen essen, die muss vom selber rausholen. Okay. Also, wir noch was müsste als Beilage? Wir machen Brot, Salat und wir machen auch die Poivre. Ja, Poivron. Ja. Die sind auch dabei. Wie werde ich merken, dass die ganz einfach kochen. Das heißt, Produkte und Ingredienten sind wichtig, dass er eine gute Qualität hat. So ist einfach gut Poivron mit Olivenöl, gut Sardinen mit ein bisschen Salz. Ja. Das ist einfach, mir das ist gut. Ja. Und dann trinken wir Weißwein. Das klingt gut. Dabei muss es sein. Ne? Super. Wir lauschen euch mal einen Lützeburger Grumpen und Salat für dabei. Aha. Und dann können wir die gleich zusammen essen. Das passt gut mit mir. Super, okay. Ich möchte gerne den Grumpen und Salat wirklich bald grillen dazu. Und ich mache nur meinen Egen mit einer geringer Mayonnaise vollgepackt mit frischen Kräutern. Als allererstes mache ich meine Mayonnaise. Und dafür brauche ich 2 Ägel. Da kommt auch Flappmuster dabei. Und da kommt Sonnenblumenöl dabei. Und dem muss ich wirklich ganz los dabei gehen, für dass eine Emulsion entsteht. Dann kann ich als Essig dabei kommen, für dem Ganzen ein bisschen Acidität zu gehen. Und das releviert dann noch ein Debut. So, und das ist die Basis. Jetzt kommen alle guten Sachen dran, die zu einer richtig guten geringer Mayonnaise machen. Als allererstes hole ich mal eine Schallot und ich hacke die ganz rein. Dann habe ich Cornichons. Dann mache ich Kapern dabei. Bei denen eigentlich nie an einer Grumpen Salat zu Lützeburg Tendenz dran zu machen. Wie lebt man, das ist mega gut, nur mit den Kräutern zu summen. Weil der drin ein bisschen eine extra Dimension dran bringt. Und dann mein Kräuter. Ich habe hier ein Bund Kirwel, ein Bund Estragon und ein Bund Petersilie. Und die fangen schon ein bisschen traurig aus, weil sie lange in der Sonne liegen. So, die kann ich auch hacken. Ei, das ist wirklich viel, weil da du nur so richtig Kräuter fest. Und dann ist eigentlich mein Kräutermayonnaise schon fertig und gebe ich gar nicht leben. Mir das gibt so einen herrlichen, frisch Grumpen Salat, das ist ganz anders, als wie das, was wir beim Grillen gewinnt sind. Meine Grumpen, die habe ich gestern schon gekocht gehabt und da brauche ich den immer noch schön Tranchen zu schneiden, respektive ich meine echt da kleine Küben. Und just eher zu servieren, du drehst auch noch so klein knusprig innen drüber, weil das gibt dem Ganzen noch einen kleinen Crunch und einen extra Gut. Ich hoffe wirklich, dass Silvio schmeckt das Teil. Mal gucken. Portugiesisch Pastéis de Nata sind ein bisschen wie ein Lützeburger Artchen, die Rundel verloren hat. Ein bläderische Kaffeeskichelchen mit einer guter Puddingfüllung. Und ich mache mich mit einer kleinen Surprise dran. Meine Hauptingredienten sind eher Zucker, Milch und Rahm für den Pudding, Blätterdeig und Apfelkompott. Das Wichtigste bei den Natas ist der Pudding. Und dafür trenne ich als 2 Eier und ich halte nicht die Giel.
Du könnt bei meinem Igel ein bisschen Zucker dabei. Vanillezucker für den Goût. Und noch ein bisschen Maizena, weil das dickst nämlich so nur mein Pudding. Und dann infusieren ich ein bisschen Milch und Rahm zusammen mit einer Vanillestange, für noch ein bisschen mehr in intensive Vanillesgut zu gehen. Die Vanillestange kann raus. Und dann kommt mein warme Milch bei mir eher dabei. Und ich mache das relativ los und ich rühre viel, für dass es keine Scrambled Eggs gehen. So, und die dote Mischung, die könnt ihr ein zurück auf die Flamme. Und da wird sie abgekocht. Und ich rühre das Ganze so lange, bis es zu einem dicken Pudding wird. Und das ist eigentlich mega einfach, für selber Pudding zu machen. Das Einzige, wo ihr wirklich darauf aufpassen müsst, dass ihr viel rührt, weil es Tendenz hat, innen unzubrennen. Und für die lieber Pudding, kein Omelette. So, und das ist richtig gut, dickflüssig. Nun kann ich den Pudding aufschütten. Und da lasse ich ihn 1 Stunde lang aufkühlen, weil das ist wichtig, dass ihr bei der Pastéis kahle Pudding benutzt. Der Pudding ist in der Zwischenzeit aufgekühlt, nun kann ich alles zusammen assemblieren. Als allererstes kümmere ich mich um den Teig. Ich habe einen fertigen Blätterteig. Und der wird noch ein bisschen gepimpt, an dem noch Puderzucker drauf kommt. Weil das möchte ich noch, dass der Teig am Ofen karamellisiert und ein bisschen Zucker dabei geht. Und da rolle ich das ganz einfach zusammen. So, die Rolle die schneide ich nur an 10. Auf dass es ein richtig natter gibt, muss ich den Teig speziell ausrollen. Und zwar so, dass da nur eine Spirale drin entsteht. Und da kann ich den Teig an meine gebutterte Muffinform legen. Und da könnt ihr direkt mit Pudding füllen für einen authentischen Natter. Ich mache noch ein bisschen Apfelkompott dabei, für eine Lützebäuer-Version zu machen. Und dann könnt ihr den aufgekühlten Pudding oben drauf. Und das ist wichtig, dass ihr den Ofen eine kleine Rand lässt, weil der Pudding der bläst sich nur am Schäfchen so wie ein Luftballon ab. Und wenn zu viel dran ist, dann läuft es voll über. So, also können wir Natas für 15 Minuten bei 200 Grad backen. So, da brauche ich mein Pastéis nicht mehr nach aufkühlen zu lassen. Auf ihrem Servieren gieße noch mal das ganze bisschen Kanäle bestreht. Mas era a pilinha que eu mais adorava. Et ça dit quoi? Ça va dire, si on fait le feu, on pousse brûler, on petit zizi.